Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, moje, jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich bin schneller wieder da, als es mir recht ist, aber was willst du machen, wenn dann so eine Breaking News kommt, die auch verifiziert ist? Damian Downs verlässt den Verein, also das war ja eigentlich im Prinzip schon klar. Medizincheck ist dann halt tatsächlich jetzt auch absolviert worden. Und ja, die Spatzen haben es ja quasi schon von den Dächern gepfiffen, dass er uns verlassen wird. Ich sage im Nachhinein, das musste halt einfach sein. Weißt du, 8 Millionen kannst du jetzt nicht einfach so in der Situation, in der wir seit Jahren stecken, einfach so ablehnen. Wenn du auch noch bedenkst, dass der Junge in sein letztes Vertragsjahr gegangen ist und seinen Vertrag partout nicht verlängern wollte oder gezögert hat und dann im Nachhinein das Angebot annehmen wollte, dann musst du ihn auch ziehen lassen. Es wäre zwar nett gewesen zu wissen, wie wäre es weitergegangen in der Bundesliga, da er ja seine ersten Schritte beim FC halt dann auch tatsächlich in der Abstiegssaison bei uns gemacht hat. Wir erinnern uns dann auch immer wieder gerne zurück an das Ausgleichstor im Derby bei Borussia Mönchengladbach. Das war ja auch noch so interessant an dem Tag. Ich hatte ja wirklich immer wieder gehofft, dass Damian Downs eingesetzt wird, und dann wurde er eingesetzt. Ein Kumpel, der neben mir stand, als er das Tor dann halt erzielt hat, meinte dann, guck mal, und die labern immer so eine Scheiße über den und machen ihn fertig im Internet. Ich so, was? Doch nicht Damian Downs, wen meinst du und so weiter. Der so, ja, Davy Selke. Ja, mach mal deine Äuglein auf, das war Damian Downs. Das ist meine erste Erinnerung, die ich an ihn habe. Und natürlich auch den Einsatz gegen Werder Bremen und halt die letzte Saison. Das ist dann halt das Einprägendste, was in Erinnerung bleibt. Es ist interessant zu sehen, dass wir tatsächlich unser komplettes Stürmerduo im Nachhinein verloren haben. Ich meine, okay, menschlich gesehen ist Tim Lemperle auch überhaupt gar kein Verlust für mich. Ihr wisst ja ganz genau, was für eine Meinung ich ihm gegenüber dann nach dem ganzen Skandal um ihn herum vertreten habe. Aber es ist schon interessant zu sehen, das komplette Sturmduo, das uns in die erste Liga befördert hat, hat den Verein im Nachhinein verlassen. Muss aber im Nachhinein sein, weil wann generierst du als erster FC Köln, der sich auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren nicht gerade einen Namen gemacht hat, mal eine Ablösesumme in diesem Bereich? 8 Millionen werden es im Nachhinein sein, plus Bonuszahlungen, wie man sagt es zumindest inoffiziell, eine Weiterverkaufsbeteiligung, die natürlich auch generell legitim ist bei Spielern, die halt als Nachwuchsspieler abgegeben werden. Das ist dann halt immer so diese kleine, aber feine Entschädigung für die Zukunft. Ich war okay, das war mein Lieblingsspieler in der letzten Saison. Aber wir haben jetzt ganz andere Mittel. Wir haben ganz andere Möglichkeiten mittlerweile. Auch genug halt angespart. Mehr oder weniger unfreiwillig. Und mit dieser Ablöse muss er jetzt was machen. Ich persönlich wünsche mir natürlich, dass wir da in einen weiteren Stürmer investieren. Oder gegebenenfalls mindestens einen Innenverteidiger oder vielleicht auch beides, je nachdem, was mit dieser Ablösesumme möglich ist. Plus der Ablösesumme, die wir für Max Finkgräfe eingenommen haben. Und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wir haben doch eigentlich relativ ein gutes Bild abgegeben auf dem Transfermarkt in letzter Zeit. Ja. Das wäre dann auch im Nachhinein meine komplette und vollständige Meinung zu diesem Transfer. Es musste halt sein, wir mussten ihn halt abgeben. Ich hätte es auch getan. Ich denke mal, mit dem Geld können wir auch etwas fertigere Spieler verpflichten, bei allem Respekt für Damian Downs. Einfach halt, war eine schöne Zeit, zumindest in der zweiten Liga, da war es wirklich eine schöne Zeit mit ihm. Aber gut, ich wünsche ihm an der Stelle natürlich alles Gute. Ist zwar natürlich jetzt ein bisschen strange, wenn du als Aufsteiger nochmal in eine andere zweite Liga gehst. Da gibt es auch manche, die dann sagen, boah, damit gebe ich mich nicht zufrieden, das sind Engländer. Da musst du mindestens 20 Millionen verlangen. Ja, trau mal weiter. Die kommen einmal mit 8 Millionen und gehen dann wieder, wenn du das nicht annimmst, für einen Damian Downs. Deswegen, ich hoffe auch, dass er sich dort weiterentwickeln wird und mal lernt, einen Ball anzunehmen. Und mit Vollspann zu schießen. Ist nicht meine Beobachtung. Ja. Gut, das wären dann meine Gedanken zu diesem Transfer, den ich unbedingt mit euch teilen wollte. Wollten wir ja nicht unterlaufen lassen. Und das wäre es dann auch erstmal. Ich entlasse euch damit für heute und bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen.